Ich wollte ein bisschen den Abgleich haben zu Dänisch und allgemein historische Bewandtnisse und friesische Kultur anschneiden. Ich hatte schon Niederdeutsch und wollte einfach auch mal so ein bisschen in diese friesische Literatur reingucken, weil ich auch nicht aus dieser Region komme. Sondern aus? Ich komme aus Potsdam und deswegen einfach mal hier reinschnuppern, weil es ja was ganz anderes ist. Weil ich finde, dass man diese Sprache aufrechterhalten muss. Ich komme auch aus Nordfriesland und möchte später auch gerne in Nordfriesland tätig sein als Lehrerin. Und ich finde es wichtig, dass Kinder auch noch die heimische Sprache erfahren können. Boom, Tele, Tele, Säume, Dom, Tele, Sög, Sol, Name und Name. Okay? Das sind Beispiele eben, das ist die einzelnen. Dat Nordfries Oerdebøkstee von der Universität in Kiel. Jari Hoekstra als die einzigste Sprekemoon in Tschüschlern maar een Forstprofessur voor het Friesk. Dat Erforschen von Frieske, Friesistik und die friesische Philologie heet in Kiel in lang Tradition. Die Universität was 1665 gegründet worden. En jahrhundertelang was het Lunds Universität von Schleswig-Holstein, vor allem in der Zeit, als Schleswig-Holstein noch Teil von der deutschen Gesamtstadt was. Dat Hus von die Killer Professor Nikolaus Falk, ein Rechtshistoriker, wat hier in Kiel und ihr 1818 in Fries Historiegesellschaft gegründet will. Plone voor een Nordfries historiebuk en oudere keren meer heen hij en zijn makkere nog. Als geselschap kom ei toestande. Een Fries gesprekken in Nordfriesland als voor een sprekenwazenschap in Eldorado. Een spreken als vrienden met Tjus, Plaatjes en Engels, heet manning Dansche Lienurde en manning dialecten af Leidgebied als wij knap weer als in Europa. Deram zijn in de laatste 200 jaar altens geleerde uit vreemde landen met Fries in de gang kiem. Uit Danmark, Schweden, England, Holland enzovoort. Dat Faszinosum Friesk blijft actief. Dilling geeft het sogar in Japan an, wat eure Friesgespreche forscht en schafft. Die Germanistikprofessor Makoto Shimizu. Hier mal Wurf. Shimizu was vor langere Forschungstäte an der Universität in Kiel. Mit Fries komme Universität Kiel efter 1880 die Mühe in de Gang. Professor Hermann Möller, wat das Priester sein auf Sol in Holly-Ulen grot werden was, die am bei 1880 die der erste frieske Lehrveranstaltungen in Kiel. Hier wird in wichtigen Rechtdauer vor tau junge Sprekemans, wat de Friesistik dann wird voranbruchten, Theodor Siebs und Otto Bremer. Dabei je wird in stark Tradition von nordfrieske Laienforschere, Priestere und die Schulmeistere, wat jam am Jahre frieske Mammenspreke möte den. Am bei 1906 kam die Plan ab, dat systematisch von manning Menschen in alle nordfrieske Dialekte Urde to in grot Nordfries Urdeböck sammelt worden schön, et Gesamt Nordfries Urdeböck. Et wird sommelt en sommelt, Universität Kiel was inbetegen, aus bit 1950, wjanet vor allem der frieske Silif, wat et aber fort Gesamt Urdeböck morgeten. Efter der Krieg was et de Frage hört wiedergunge schöll. Der wird 1950 dat Nordfries Urdeböckstee von der Universität Kiel gründet. Ja, residierten erst in der Waleberger Hof in Ölgebüde in Kiel. En der erste Inge was Herr Dr. Fritz Braun, en Sprekemoon, wat frieske Seminare maget, en der mussten da Studenten ook friesken Tee beitrinken, en Tradition wat het bedilling in de Friesistik in Kiel jeft. Na ihr 1953 fleht dort Urdeböckstee von der Waleberger Hof in het nahe Universitätsgebüde. Die Bas von Urdeböckstee was von 1950 bis 1974 die Nordist en Ülgermanist Professor Hans Kuhn. Hier hei ei volle tit fort Friesk, als sörrit davor, dat hi ma arbere füng, wat dat Fries arbe, anders in Absicht morgeten. Die wichtigste was die Student Dietrich Hofmann, wat Leserhane ook Professor von Nordistik wird en Efterfüllier von sein Lehrmeister Hans Kuhn. Hofmann wird Kuhn sein wissenschaftliche Mahilper en von auf 1950 die Motor von Nordfries Urdeböckstee.
Kuhn kun nog een ras studenten meer verplachten, wat voor 98 panning is dun, maar arbeiten bij het Gesamt-Ureböck. Oefting jaar die junge Germanistikdoktor Dietrich Hofmann efter Nordfriesland am Dialektabnahme voor het Gesamt-Ureböck te morgen. Dat ging nog een leid primitief toejutet, maar het moped, als Dietrich Hofmann werd te on van de beste historische dialektologe van Tschüsslen. En Friesisticus stoltwiese dat zijn capaciteit als Hofmann just dat Nordfries uitforschen deed. 1959 ging Hofmann efter Saarbrücken, en zo kwam die Schwed Niels Orhammer, wat voor Kuhn Nordfries Ureböckste assistent werd. Hier arbeitet een Hans Kuhn Sanome en Probebogen von het Gesamt-Ureböck uit. Wieder kwam dat Gesamt-Ureböck ai. 1974, wenn der Nordfrieske einmal tewe, wird dort Gesamt-Ureböck irgendwann klar ist. Ja, wenn, so gau als möglich, Ureböcke von enkelte Dialekte hewe, dort der praktisch mal arbeiten können. So wird 1974 beslin, dort Gesamt-Ureböck zu Beek zu stahlen. En so jutet morgen dort Ureböckste, Ureböcke en Grammatiken von enkelte Dialekte. Meist alle Dialekte hewe in Twasche en een Ureböck föng. Een groot Zegelsammling von het Gesamt-Ureböck hewe ja noch Dilling. Dat is het schaap, één schaap. En hier hebben we dan al enkele Kästen, also met manning duizenden van Sedelen. We kunnen zum Beispiel hier kijken. Dat is een Kasten, wat we hier hebben. En dat zijn Sedelen, wat we sammelt hebben, sind der 20. Jahrhundert, also begann von dem 20. Jahrhundert. Okay. Dann für zum Beispiel dort hier Name. Der kann sehen, dass wir hier Urde Uitenböck von Siebs, von der Frasche Sprecke, Ölfrasch Botum. Und dann also daher das hier Urt in der enkelte Sprecke, wie sie dann die Dinge noch uitspreken wordt. Moring, Kahade, Gooshierde, Hollie, Ulmrang en Söring. Und dann für das, dass es hier schreiben ist, das ist ein phonetisches Schrift, was hier gebraucht wird. Und das soll es genau sehen, die Sprecke ist, die Uitsprache ist. Ook Dilling wordt in het Ureböckste nog sommelt en aufschrijven. Een meer wetenschappelijk woordboek, dat er ontnood of zelfs net komen. En, maar je bent binnen Dwaande, maar in Thesaurus? Is ja. Dat het grootste project? Ja. Wat je met Dwaande binnen? Ja, dat in alle gevallen het project dat het langste duurt, omdat dat een, dus ik min of meer een dauerproject, zeg maar zeggen, omdat we de hele tijd. Op het internet komt? Waarschijnlijk dit jaar, want misschien zelfs al in de eerste helft van dit jaar. We hebben nu een studentassistent, we Jelte verkregen, die dan de laatste toekeltje, zeg maar zeggen, die er nog binnen dan mij helpen zullen op te rijden. Het gaat vooral om copyright en zulke soorten dingen, dat moet zelfs regelen worden voor dat straks in het internet komt. En dat is dan het officieel vervang van het grut nee. wordboek dat, nee, dat de Noord-Friezen thuis zijn worden is? Nee, dat kan je net zeggen. Jarich Hoekstra als Eiblotsbaas van het Ureböckste, als ook van het Fähig Friesische Philologie in Kiel. San maar aber Alistair Walker als also ein 40 Jahr wissenschaftlich Assistent von Ureböckste. Ja, dat is mooi bunt. Wir waren also letzte Woche dabei, also dann die Schwiegermundart uns anzuschauen. Insofern also schlage ich vor, dass also dann Nine das zu Ende macht. Dann habe ich hier eine schöne Tonbandaufnahme, die wir uns das anhören können, um dann ein Beispiel zu bekommen, also dann, wie die Mundart sich anhört. Und dann habe ich also eine große Überraschung für euch, also dann einen kleinen Test sozusagen, also dann als Vorläufer auf die Klausur, die wir demnächst schreiben wollen. Und auf die Diphthongen zusammenzählen, kommen wir auf also 31. Und das ist schon also doch eine beachtliche Zahl. Deshalb also dann, ich finde persönlich die festlandsfriesischen Mundarten sehr, sehr spannend in Bezug auf also den Vokalismus.
und es ist wirklich schwierig manchmal, sie zu analysieren. Dennoch haben wir hier auch bei dem Konsonantismus die sogenannten palatalen Laute oder palatisierten Laute, so wie ch, j, nj, lj. Und das Wiedinghaler hat eben die Tendenz, also das hat halt ein R statt das S im Vergleich zum Bökinghaler. Hei, dat is also weer wie, toepensnaken en hispel bij Sophie Hunger en Hus. En dat is Weringiere Freisk. Als du zur Schule kommst, kannst du al Tschüss? Ja, ik heb nog thuis gehoord, voor we hebben je jonge kerelsen dat gaan. En daar snaken je Tysk. Aber wir haben nur gehört, wer überhaupt ein Tysk kommen wird, zur Schule kommen. Und die Schulmeister, kreeg hij Freisk? Nein, das war eilig, dass hij Freisk kreeg. Nein. Wenn wir nu dat Oedebuks hier aankijken en dat Fake Fresh, wat zijn de grootste Erfolge hier? Ja, das steht eigentlich ganz für Jesus, als ich also 1907 hierher kam, jefet noch nie Fake Fresh. Und als ich also herkomme, jefet also dann Uwe Hansen, als ich was möchte meine ganze Linie hier, und die Liedje von Oedebuks, das was jetzt Hans Kuhn. Dat hat ein automatisch gerade Success, was dat wir 1907 dat Fake Fresh inrichtet haben. Das was also Professor Dietrich Hofmann, hier hat er verinsett. En zond 1907 hebben we dat Fake Fresh. En dat freut mich auch met dat we hier ra van jonge mensen uitgebildet hebben, wat Dilling in der Kultur- und Spracharbeit in Friesland arbeiten. Dat is wirklich also ein automatisch gerade Success Stories, das wir sehen, dass wir dort geschafft haben. Dann, wenn wir bei der Oedebuks bleiben, wir haben in der Zeit von 1974 die ik aan bij 12 Oedebukken uitgebracht. Dat had dus toch een heel raaf van Oedebukken, van de enkele spreken wissen, vaste spreken wissen. En nu zijn we erbij en arbeiten met een thesaurus, dat is de Taurus, wat ons in het internet kwamen zal. Wat zijn de grootste aanhoudende schwierigheden wat het hier heeft? Ja, Probleme wat we hebben natuurlijk. We waren hier 3 maanden in Oedebuks. Allemaal Wils en ik, we hebben volle bitter in Friesland arbeid. En als ze allemaal Wils dan pensioniert werden, dan zijn ze die stragen. En dat is dan wirklich een groot Hanneholz, das ist ein groot Problem für uns. Wir sind hier bloß 2 Monate, also Jarek Hoxter und ich. Und wir schauen hier Unterricht machen, wir schauen forschen, wir schauen Exkursionen mit den Studenten machen, und wir sind bloß 2 Monate. Und das was für mich persönlich wirklich Szene, dort einmal willstens die jetzt tragen wird. Wir können gut noch einen 3. Monat, einen 3. Visit hier brücken. Die Stelle von dem Herrn Dr. Ommo Wils ist schon mit einem Streichvermerk versehen. Glauben Sie, dass man da noch was machen kann oder einen Ersatz irgendwie schaffen kann? Oder ist das zwar ein schöner Tag, aber eigentlich so auf Rückbau in der friesischen Philosophie? Nein, das ist nicht auf Rückbau, aber es ist, das wissen wir seit langem, wie das mit dieser Stelle läuft. Das war eine Abmachung, wenn man so will, es läuft aus. Dennoch empfinden wir, und insofern ist es auch nichts Unnormales, aber wir empfinden es schon als Verlust, denn die Basis, die wir in diesem Bereich haben, ist zu schmal. So, das ist natürlich, auf der einen Seite sind es materielle Gründe, auf der anderen Seite sind es auch personelle Gründe, die uns hindern, etwas gleichartig zu besetzen. Da gibt es nichts schön zu reden. Für Professor Orhammer damals haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir leben können, alle und auch leben. Aber wie gesagt, natürlich bleibt der Anspruch eine bessere, sowohl in Kiel als auch in Flensburg, eine bessere Ausstattung, aber man soll keine Illusion machen. Heute und morgen nicht erreichbar, aber es bleibt unser Ziel, insofern da sind wir uns alle einig und es wird ja auch wieder bessere Zeiten geben im Haushalt. Auf der beidere Tidde eine Lohnsvershul teve der Nordfrieske Ollung. Dort wird klar, als Dr. Ommo Wils von Nordfries Oedebuks in Kiel to 1. Oktober 2000 in Pension ging. Een kerem af Sol werd een feest voor hem organisiert. Dr. Ommo Wils en Sprekemoen wat oor door die hier voor Frieske Sorge gearbeitet heeft. Dat is was lacht, ne erfresst om terug te komen. Ik leer dat is al wat lacht, ne Ommo Wils terug te komen. En daarom kunnen we een mens Zo was er bij Nordfrieske Freude am Ommo Wils zijn verdienste, als ook Trudigheid. Dann sein Bondje wordt hij wieder neu beseht. Und in welchem Semester? Im 5. Semester in Deutsch und Skandinavistik. Und warum sind Sie hier gelandet? Das ist auch für die Fachergänzung, weil das
eine Sprache ist und ich ja 2 Sprachen studiere und ja, bringt viele Punkte. Und warum studierst du Fransch? Ich studiere Fransch, aber das mir das ganz voll Spaß macht. Und was für ein Semester bist du? Nö, und so und Semester. Was willst du denn mal worden, mal Fransch? Fruchtfransch. Ich weiß noch gar nicht. Ich hoffe, dass ich in Freischland irgendwas zu Abend fahre. So. Vielleicht bei Institut und wieder so irgendwas mal frisch auf Augen voll von ist. Ja, ik heet Guntje Erichsen. Ik snake Ömrang van Aran. En ik studeer fresk ook al met het sportsmarkt en ook ik ons spreken interessiert zijn. En een beetje meer over dit wat ik snake weet wil. Es sind manche Impulse von Urdebex, die ging. Wir haben zum Beispiel das Nordfriesische Institut in Brest tanken. Das Nordfriesische Institut in Brest ist endlich von Urdebex hier in Kiel gegründet werden. Das haben wir für Jese, Tams Jürgensen, Hans-Christian Nicholson. Ja, wir haben diese hier bei Urdebex. Und jetzt sind von hier ging und haben dann das Institut in Brest gegründet. Das Nordfriesische Institut, wo es all 1948 erst für ihn gegründet werden. Maar dat Mühl en die Grenzstreet zwischen Dano-Frieske en Teuto-Frieske wissenschaftlich aber auf eine neutral Grundlage zu lasten. Dort hat das Institut auch geschafft, aus die Wederhane, wo es lacht. Das Nordfriesische Institut hat von Anfang an mal ökonomische Probleme zu tun. Und so jefert unerschraffte Aktionen tot Bewahren von Nordfriesische Institut. Sund 1990 hat das Institut ein fein restauriert Gebäude. Das Institut war der Regen von einem Verein, was sein Lastmote Versammlungen in Hiel Nordfriesland aufhält. Tede Boysen ist die Vormund von der Verein, Lastmot von der Frascherät, und liegt die Sekretär von der Firma Hede und Schirschlern in Berlin. Studenten ben ik der eigenlijk unzufrieden. Maar we zijn der maar studenten van het Rijn aan Fraschkommt, die grootste, actiefste Verein. Het Nordfries Instituut arbeitet 12 Menschen. Dort schaut juist in zijn even een bonke uit, als jadiliam 7,9 instese. Ja, hebben altomale met Nordfries Kultur, Historie und die Spreke zu tun, als alle als Sprekemanns in wüsste. Das Nordfries Institut hat auch einen Verlag, wir haben Böcke, DVDs und andere Kehre Kupe kommen. Und den Adress? Dr. Paul-Heinz Pauseback fährtet Ötwandererarchiv und Institut. Ganz klar, Nordfriesland, Schleswig-Holstein allgemein und Nordfriesland im Speziellen ist Auswandererland. Sönslig Archiv jeftet ein ganz Schleswig-Holstein blot her. Zum Tellerwäscher zum Millionär, der Husumer Ludwig Nissen. Manche in Amerika säge Vorväter ut Nordfriesland und Schleswig-Holsteiner winge jam auch tot Ötwandererarchiv vor entfernen wat rüt am Familie wat ötwandert as. Ja, ich arbeite hier an einem Projekt, das sich in ganz einzigartiger Weise entwickelt hat. Ursprünglich sollte ich mal ein Höfearchiv aufbauen. Wir wollten nämlich auch die Unterlagen, die man vielleicht hier noch in den nordfriesischen Höfen finden kann oder dort aufbewahrt werden, sammeln, damit sie nun nicht endgültig verloren gehen. Das stieß nicht so sehr auf Resonanz in der Bevölkerung. Dann fiel uns ein, Mensch, die meisten Unterlagen zur Landwirtschaft gibt es wahrscheinlich im Landesarchiv. Und dort hat sich ganz schnell herausgestellt, dass es viel zu viele sind, als dass man nochmal ein neues Archiv aufbaut. Und daraus haben wir dann die Idee entwickelt, wir lassen die Akten, wo sie sind, und entwickeln Wegweiser zu den Akten. Das sieht dann so aus, wenn ich das mal zeigen darf, dass wir gesagt haben, Wegweiser zur Haus- und Höfeforschung für Nordfriesland. Kann man das sehen? Ja. Dankenswerterweise hat eine Stiftung das gefördert, die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landschaft. Und der haben wir auch die Idee unterbreitet, das konnte man doch auch für andere Kreise machen, zum Beispiel für den Nachbarkreis Dithmarschen. Das wurde genehmigt und als auch das zum Erfolg geführt hat, hat man quasi einen generellen Beschluss gefasst, wann immer es die Finanzlage zulässt der Stiftung, will sie das weiter fördern für alle Kreise Schleswig-Holsteins. Und nun kann man sagen, ich sitze in einem landesweiten Projekt, immer noch am Nordfriesischen Institut,
aber mittlerweile tätig für alle Kreise Schleswig-Holsteins. Also auch hier wieder das Nordfries-Institut, Nordfriesland ein Vorreiter für ganz Schleswig-Holstein. Das kann man sagen, das ist ganz bestimmt richtig. Hier entstand die Idee, hier saß zufällig dann der richtige Mitarbeiter und nun haben wir über 2/3 des Projekts abgeschlossen, fehlen noch 3 Kreise. Die Stiftung ist dankenswerterweise immer noch dabei und es wird sicher in ein paar Jahren auch zum Abschluss kommen. Das ist meine Haupttätigkeit. Und ich darf auch hier und da mal ein paar Stunden in was anderes verwenden und dann entsteht zum Beispiel etwas zur Landeskunde in Nordfriesland, hier ein Sylt-Lexikon. Was ist denn die größte Erfolg von Nordfries-Institut? Die größte Erfolg von Institut ist doch, weil dort Sprecke mehr und öffentlich bewusst wesen kiem ist. Dort der manchne mehr mat fundfrasch to Vasen füngen hewe, dort ein wassen Jad auch füngen heet. Also ich tonk das Institut heet mat der versörgt, dass es Sprecke publik werden ist und dort auch Volk seht auf Türsch Wertschätzung, dort auch dort die Sprecke mehr Wertschätzung füngen heet. Ich glaube, dort ist die größte Erfolg, und das bleibt natürlich oldens auch ein Abgove vor uns, dort wieder zu fern. Und wenn ich dann sehe, was wir so morgen in der Unlücke bericke, dann würde ich durchsehen, eine Sprecke Orbe, san was der moderne Sprecke Kurse, was hier morgen werden, san ein großen Erfolg. Und vor Historie, weil doch Geschichte Nordfrieslands, also dort wieder schafft hebe, ja, die erste Plon, wo es von 1800 in Friesk Historie, Nordfriesk Historie geschrieben. Und dort wieder dann 1995 vor Jahres hoch Hanefing hewe, liebe ich dort als einen guten Erfolg wehen. Und dort ist natürlich, finde ich, auch was vor Lohnschab und vor Manchen hier in Nordfriesland. Der größte Schwierigkeit war das Institut, was würdest du das sehen? Ja, der größte Schwierigkeit, das ist natürlich vor allem ein Ort, was der zu sehen ist, das Giel. Wir haben das Institut hat ähnlich von Anfang an ein oldens finanzielle Schwierigkeiten hat. Das ist ähnlich doch most alle auf eine ganz wirklich sicher Basis wehen. Und dort bedürft natürlich oldens wir verhohndle, mal Politiker und so weiter am. Und dort ist ja dort, was wir belave TV analyse, irgendwie am bloß dann die Status quo, also dort, was der ist, am dort zu bewahren. Also an weil natürlich ähnlich heul wieder kame, vorankame. Dort ist knapp möglich, und wann wie Schwierigkeiten mit Giel hewe, bedürft dort oldens auch wir eine Sicherheit, und bedürft auch dort Willems Eilacht as en konzentrieren haben auf dort Orbe, was wir ja doch heul loste wann. Dort ist natürlich dort einziges Problem, vor allem morgen das volles Bus hier zu Orben, das finde ich, also dort ist für mich oldens noch ein schön Abgove hier zu Orben. Also ich lief ähnlich dort wie an den Elfenbeinturm Orbe. Ich lief dort wie an der Hilfe ist manning manchmal in us Orbesflose, Beirat und so weiter, dort wie doch ein Verbindungsdönje, Madame manchne hier in Nordfriesland. Wir schauen ja der am Tonke et Frasch, as ja also dort Frasch zu stippen, as ein Staatsziel, dort stond eine Verfoting von Schleswig-Holstein. In derer Minik mönje wir ähnlich, doch verlange Kone, dort der auch ein Basisscharfwort watten Vernunft die Orbe vor ein Latchensbrecke und Kultur möglich morget. Ich lief, das ist ein Verunurding von der Politik, von Land Schleswig-Holstein, auch von der Bundesrepublik. Und der berichtet natürlich. Wo ist es dann auch möglich, dass das Nordfries-Institut mit Managil einfach Lastinge kartet? Wir müssen ja sehen, dass wir eine existenzielle Phase sind von der friesischen Sprecke und von der friesischen Kultur. Es ist billig die Leitgung, und da leste ihr Tinde. Und wie dauert so und so bloß dort, was unbedingt nötig ist. Wir können ja gar nicht mehr morgen. Also wir sehen ja ganz realistisch,
dat het absolut lang, dat wat wir nur morgen. Und wenn wir der noch korter tresen können, dann müssen wir irgendwann fragen, ja, kommt das Auerhut noch? Und ich meine, wir sind bei dem Punkt ein Kiem, wann das noch Manner Wort, dann als irgendwann das Institut einmal in die Lage da abgove auch klar zu fahren. Achso, det om her, det skal ikke gå over det. Ja, det kan også være. Rinforspreche san bad Nordfries Institut tauwüste tostendi. Antje Erbsnen wenn die Wanselu. Hier sind ihr just dabei in Online-Sprechekursus utauchen. Hier tobrücke ja Urdeböcke, wat von Urdeböcksti in Kielmorgen werden sind. Bitte Lassmote für Somling von Nordfries Institut 1000 Alben, soll die Kurs klar wesen. Die Online-Sprechekurs hat Edu Nordfries. Vor Professor Niels Orhammer wusste das interessant. Hij was bis sin pensionering 1996 auch bei Nordfries Institut en tobai Professor voor Friesk bei PH Flensburg, wat intussen in Universität werden is. Nu onderrocht hier Anke Joldriesen te hoepen met de bieze Honorarprofessoren Thomas Steensen en Volkert Faltings. Bei Anke Joldriesen kommt die Dilling am Frieske Soge. Diese Rungholzsage ist am bekanntesten 1845 herausgekommen bei Müllenhoff. Es zieht 6 Stunden den Atem nach innen und treibt ihn 6 Stunden wieder nach innen, trotz blanker Hans. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untief tiefer Atem ein und peitscht die Wellen und schlägt wieder ein. Viele tausend Menschen in Nordland ertrinken, viele reiche Länder und Städte versinken, trotz blanke Hans. Also diese Sage ist eine sogenannte Frevelsage, weil einmal Gotteslästerung drin vorkommt, dieser Hostie Frevel. Volkert Faltings als Sprechemonen akademisch Schauler von Dietrich Hofmann. Flächendeckend auch. Hier holt hier ein Kursus am Nordfries Genome. In katholischen Gegenden ist Josef ein weit verbreiteter Name, um nicht zu sagen einer der ganz häufigen Namen, speziell auch im mediterranen Raum. Hier bei uns im Norden, auch in Norddeutschland, kommt Josef eigentlich so gut wie nicht vor, um zu sagen, überhaupt nicht. Komischerweise. Dafür andere. Warum das so ist, lässt sich in aller Regel leicht festmachen, warum Namen hier populärer sind und an anderer Stelle weniger populär. Aber Josef ist zum Beispiel überhaupt nicht da. Gar nicht. Völlig weg. Der am verbreitetste Name ist Johannes. Mit Abstand. Gefolgt von den Jüngernamen. Thomas Steensen als Professor und vor allem als Historiker bekannt. Außer die Kurse, wie das Studenten Modinger Frasch beibringt. Just, das gibt es so bloß ein Frasch, also das ist ein Duales, das ist ein Personalpronomen, was so viele bedeutet als jam biese. Hier holt auch Kurse, wie Studenten von älteren Fähigen bei sind. Hier kommt es am Mannertolle Allgemein. Du besäckers Hans-Heinrich Hansen, Vormann von der Mannertolle Organisation FUEF. Es gibt ja einige Sachen, die alle Minderheiten gemeinsam haben. Die meisten Minderheiten sind als Underdogs aufgewachsen. Das heißt, sie sind ständig einem Assimilationsdruck ausgesetzt. Sie stoßen bei der Mehrheitsbevölkerung, wenn sie nicht sehr integriert sind in ihre Gesellschaft, stoßen sie auf sehr viel Unverständnis. Man sagt meistens, was soll das? Warum wollt ihr nun überhaupt noch Friesisch sprechen? Also ihr könnt doch Deutsch reden, das macht das Ganze auch viel einfacher. Alle Tschüss-Studenten in Flensburg haben ihnen einen Kurs auf Fries und die Plattdeutsch mal morgen. Dadurch fällt man in Kontakt zu Frieske Spreche. Wir sind hier Dele Institutionen. Und danach wollen wir uns dann, möglicherweise nach einem Umzug in den anderen Raum, wollen wir uns dann mit dem Bild der Friesen in der deutschsprachigen Literatur beschäftigen. Und es rettet dann sozusagen diesen Schiffsbrüchen und im Endeffekt stellt sich halt heraus, dass es sein verschollener Bruder Uwe ist, der ja schon lange von der Familie vermisst wurde. Nun springt er ins Boot und mit ihm noch 6 hohes, hartes Friesengewächs.
Vor allem gungt es in Flensburg der am Fries-Schulmeister auszubilden. Zo'n 20 Schulmeister unterrichten Fries auf Grün- und Hochschule. Dort ist Albrecht Johansen Schule in Resem Lonham. Hier gibt es auch Fraschunterricht, so als in Manningschule von Bries bis ab zur Saal. Ome Petja, schläfst du noch, hier ist der Eierkloke, bim bam bom, bim bam bom. Deux points von la Kilosche. Ich sie war deux ei chaud et dort as suat. Selina? Oh, jo. Das wollte ich auch sagen. Selina, du warst, weißt du, da vorne kam? Ja, ich bin mal mit Utbildung zu Friese. Ich bin praktisch von schulpädagogisch bei Greta Johansen in Furthoft utbildet worden. Hey, da Seminare bei Ingwer. Das wusste ein Gauthupe auch, wenn man binge allerbest. Kühl Masse Material fühlen. Und wie wichtig was du bei Uni, dann Utbildung, der ist ja auch Frasch studiert. Ja, Uni haben wir das Theoretische. Wir haben was auch praktische Diele, dass wir Schunge übt hebe oder enkelte Übungsprogramme maut hebe, was wir auch in der Grundschule maut hören, aus das Morst ist natürlich in Referendariat in der Zweitphase. Probleme gibt es altens, wann Fries-Schulmeistere in ouder frieske Dialektgebiete kamen, als wat je utbildet zijn. Und die waren ja ganz uit Friesland flete. Du gungst du bald weg. Du bist utbildet worden zu Fraschlehrerin, du gungst weg mit Fraschlern. Wie kommt es so was? Wer gungst du hin? Ich gung efter Lieberg, ich heb die Hane freit. Und ja, lädt min Fraschlern hier. Okay, so passiert dann auch Wilms. Zuerst das Leben. Kommt für nix Mauer, wo es alles so plont. Inga Scharfschwert heeft Fries noch als vollfähig. Ein Studium en ein Referendariat. Was ist das sowohl als auch? Ja, letztendlich ist es so, das was vor dir, wenn frasch und vollfähig ist. Wenn junge manche Taufike studieren, und hebe frasch dabei, dann fuhr auch eine Vollbildung. Mal alles, was der Tor hier hat, mal Stunde und was bitte. Ja, auch das ist das, dass vielleicht auch ein Notdeal hebe, wenn es frasch studiere, dann sind es nämlich ein und ganze lernen intuseden. Dann hebe es ähnlich bloß infähig. Und das kann vielleicht auch so kam, dass hier dann ein Luktig dauer ist. Und dann schält hier frasch. Also, das schalt vielleicht dabei betonke, wenn das wieder anders wird, dass der junge manche auch Gaben davon hebe, und ein, dass ein Notdeal davon hebe. Dort hier haben sie in, als man dödemer in die Zufriese bist, dort zuerst. Tau normale Feke an frasch vorbei. Mir wusste lieber, wenn es bloß frasch ein Infek hebe, ja. Denn die Utbildung erst in der Zweitphase volle Britja anlegt, wenn das ein Fake ist, vorher Silf. Nö, erst dort mal eine Stunde tolle, ähnlich ein Leid vorbei. Und da junge manche haben und schön auch eine Gelegenheit, so volle frisch auch zu wissen und zu morgen. Dort ist Batche Käf, was solange das bei der Uni ein anderes Wort, kunne wird das auch ein andere. Dort ist das. Die Uni ist nur ähnlich der, und das schon frisch wieder als vollfähig ähnlich in Zete. Ich muss sagen, Universität in Flensburg, wir sind natürlich gut immer abstellen, wenn das ein State, ein Rochtprofessur je, auf vielleicht sogar eine Professur an einen Assistenten auf einen Doktoranden steht, auf so Förderfrisistik. Das ist endlich ein Zustand, was korrekte Holen ist. Am hier Fresken hier und Lom, an der Jacht Blut tauchen oder Professuren. Das ist aber höchstgelig sein. Das kannst du ja gut lernen. Also, es gibt ja einen Kill, eine Rochprofessur. Ja, aber in Flensburg ist hier eine Klientel, das kommt die am Schoolmaster-Utbildung. Du kannst ja Klientel und Kiel verlegen mit der Klientel und Flensburg. Das sind alle Studenten. Und das sind gerade die auch Studenten, die hier in der Region blieben. Und wenn wir wählen, dass der Fresk unterrichtet und nur Fressland, und ein hoch Niveau und eine gute Qualität aufhalten wird, dann brauchen wir um Flensburg Städten, Professoren, was auch über lange Sicht das betreiben können. Nur ist das so, dass das Stiftungsprofessoren sind. Das hat so lange Thomas Steensen und ich glaube, 65 sind,
bestaande gewoon in gefordert, wat passiert, wanneer we einmal dir sind, als dat sie dir gewoon regulier dir. Regulier dir als de Ferringsstiftung in Alkesum affair. Hier arbeitet Professor Volkert Faltings, der Master Dege von der Werk. Hier hat zo'n 10 Mal arbeitet, wat diewis vorbei und die ehrenamtlich arbeitet. Wir sind hier in der Ferringsstiftung. Die Ferringsstiftung ist 1987 von Friedrich Pausen gegründet worden. An der Ferringsstiftung befördert haben Ferringsblick, Historie, Sierfahrtshistorie und vielleicht auch mehr Kulturhistorie. Die Ferringsstiftung fährt nie ein Geld aus Stortokon. Wir finanzieren es, aber das Vermögen auf alle Deal wird die Stiftung hier, die muss Geld utkennen. Dass ich Ferring studiert habe, auch Fresk studiert habe in Kiel bei der CAU, hier in die Methode, dass ich von Hans Kuhn, was da jetzt die ersten Mal bei Nordwest-Württemberg steht, dass hier mit dir nur auf meiner zu zwingen hier, das könnte es ein Kurs voll vor. Und ich wurde von Hans Kuhn von Beginn auf die für ihn zart Texte zu außersaten, an die wir erst mit dann übkimmern, dass ich Interesse daran hätte. Das hätte ich von Büten, die Penstop worden, fress zu studieren. Das auch, was man mit einem Rutter zu tun hat, das habe ich als Lederhand begriffen. Ich wollte es auch lieb, dass Ferringsstiftung eine von der größten Fake-Bibliotheken und Lohn he, was eines dort auch ist. Ich wollte es auch lieb, aber wenn das so ist, früher war es natürlich. Wir haben Völlbocken, was auch Lundsbibliothek, aber der Unibibliothek und Kiel Eiha. Das hat wir sind spezialisiert am Kanzlei Tri sagen. Wir haben Völlbocken, aber Fresk Sprik, speziell natürlich auch Ferring an der Ömring. Wir haben Völlbocken, aber Fresk Historie und wir haben auch Völlbocken, aber Kulturgeschichte und so weiter. Eine Stiftung kann Wissenschaftsmenschen forschen. Als ja morgen auch Vorträge en hele wichtige Symposien zur Friesistik auffüllen. 1000 könnt davon in ein Resultat präsentiert worden. Das Huhnböck von Fries kümmert. Wirklich ist es ein besonderer Tag für die Ferringsstiftung, für die Friesen und auch für mich und die Mitherausgeber dieses Werkes. Bei Ferringsstiftung in Alkesum erfährt unser Oliver Lüns. Und nun wurde mir dann ankündigt, ein Handbuch. Und ein Handbuch, da habe ich dann auch vielleicht in Lüdebeck eine verkehrte Vorstellung. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, was habt ihr Friesen graue Hände, nicht? Son 2010 dreht die Ferringsstiftung die frieske Radiosinie Friesfunk, was die instön Programm morgen. Guten Morgen, bit Mikromaling as Göntje Braren, feindet jam jo Radiowelle Unmotor an Frieskfunk hier. Ook und net herstön vor jam Masse interessantes zu werden, wat üb Fair Ombram, an üb Saal, an über Fist so los as, blieb jam bitter wie jam Mur. Ja, Frieskfunk as an leiten Radiosender üb det Eilon Fair und Olkesam, an 8. Morgen, Tesken 8 an Klucknügen, können jam nice von der Eilundern an von der Fist üb Ferring hier. Und wurde das unnehmen? Das wird ganz gut unnehmen. Also ich habe von Völln hier, das jojo früge, wann ihr morgen aber das Radio unmal können, an Ferring üt das Radio kommt. Die Möglichkeit hat jetzt Ferring ja noch nimmer, wenn ihr nur irgendwo an öllern Radiosender unhet. An wann am da das Mammansbrick und Radio hier können, das bedeutet doch für viel Fairer an Ömringern, an auch vielleicht für Dönnern hören über Fist Echleve an Masse. Luns hotste Kill. Hier satte der Luns-Politiker, was am Tokamst von der Lehrerutbildung eine institutionalisiert friesistische Rätjeschan. Naja, der Erfolg ist dann dort ja alles noch der sein, das ist eigentlich die größte Erfolg, aber dort ja einfach als dort zu sehen, dort ist so Institute auch our Lave kommen und die Institutionen auch our Lave kommen. Ich sehe das Nordfries-Institut als dort steht, was auch vor Dekades Sprecherarbeit stond.
Uni in Kiel mit spreke Forschung. Und eine wichtige Institution ist natürlich auch die Uni in Flensburg, was da Lehrer bildet. Und unser Problem bei der Institution ist ordens, dass wir die frisch unerrucht einzuregende Kone, dass die Sinn Erfolg hat, als wir automale in die Kohl haben. Die Erfolge sehe ich ganz eindeutig dort, dass wir eine Nachfrage haben und einen Bedarf haben bei den jungen Menschen, die sich für Friesisch interessieren und an den Universitäten sich um dieses Thema kümmern. Was wir im Moment noch nicht so erfolgreich sicherstellen können, ist der Punkt, dass wir nicht wissen, wie viele Studenten enden am Ende wirklich in der Lehrerausbildung, bringen dies zu Ende und können dann auch vor Ort eingesetzt werden. Dort gibt es einfach eine andere Einstellung in der jungen Generation. Das heißt, sie brauchen eine größere Sicherheit und die können wir in dem Maße zurzeit nicht geben. Das gehört zur Realität und zur Ehrlichkeit dazu. Und dies finde ich natürlich besonders bedauerlich, weil das Friesische vorgelebt werden muss, unterrichtet werden muss. Das heißt, es gibt eine Bereitschaft, aber wir haben noch nicht ausreichend Sicherheitsmöglichkeiten, um jungen Lehrern eine Perspektive bei uns in Nordfriesland zu geben beispielsweise. Haben Sie eine Idee, was man machen kann? Das wäre jetzt eine mutige Idee zu sagen, ein wenig auf Risiko zu setzen, sondern also einmal möchte ich jetzt ermuntern, dieses Fach trotzdem zu belegen, diesen Studiengang zu nutzen, zu Ende zu bringen und sich eine Fächerkombination zu wählen, die dazu führt, dass wir Friesisch möglichst im Bereich Nordfriesland flächendeckend anbieten können, dort wo es einen Bedarf gibt. Was das Nordfriesische Institut betrifft, weiß ich, dass das Institut vor großen finanziellen Problemen steht. Ich bewundere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was dennoch trotz dieser schwierigen finanziellen Situation immer noch sozusagen dabei rauskommt und bemühe mich auch selber, das Geld, was nun weniger da ist, dass das aufgefangen werden kann von anderer Seite, zum Beispiel von Seiten des Bundes. Aber das sind bisher noch ungelegte Eier, aber ich bin da ganz an der Seite des Instituts. Rasmus Andresen, Irgung 1986, satt vor Bündnis 90 Die Grünen, eine Lunde in Kiel. Ja, als Erfolg muss man erstmal sehen, dass es eine gute Arbeit ist, die vernetzt auch stattfindet. Also es sind 4 sehr unterschiedliche Einrichtungen, 2 Universitäten, aber auch dann unterschiedliche friesische Einrichtungen. Und da ist vernetztes Arbeiten und Zusammenarbeiten nicht selbstverständlich und mein Eindruck ist, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich sehe aber auch Herausforderungen, zum einen, wie man weiterhin sichern kann, dass es junge Menschen gibt, die Friesisch Lehrerinnen oder Friesischlehrer werden wollen, das dann auch wirklich durchführen können. Und sicherlich auch eine Herausforderung, die damit zusammenhängt, ist dann auch Friesisch in der Öffentlichkeit, vielleicht auch über Nordfriesland hinaus noch besser zu verankern. Wo sehen Sie Schwierigkeiten, wo Politik Abhilfe bringen kann? Genau bei den Themen. Ich glaube, dass in der Lehrerbildung, wir diskutieren jetzt bald im Landtag, das Thema Lehrerbildung nochmal neu. Wie soll das strukturiert sein? In welcher Form sollen Lehrer ausgebildet werden? Für was für Schularten sollen sie ausgebildet werden? Aber auch für was für Fächer? Und da ist der Landtag gefordert, oder das Land als Gesetzgeber natürlich auch dann ein Gesetz zu machen, was die Ansprüche auch für die Minderheitensprachen gerecht wird. Und da müssen wir uns sicherlich auch überlegen, ob und wie die Struktur sein kann. Ob es Sinn macht, 2 Studiengänge parallel laufen zu lassen an 2 Standorten, wo jeweils immer nur so 1 bis 3 Studenten im Master sich für Friesisch interessieren. Also Sie meinen, man könnte das bündeln an einer Stelle, der Flensburg wird bestimmt dann sagen, Flensburg soll es werden, zumal eben die andere große Minderheit, die dänische, dort ja auch vor Ort ist. Oder sehen Sie das noch nicht als ganz klar, wo das dann sein müsste? Man müsste prüfen, ob man es bündeln kann. Das hat ja nicht immer nur Vorteile, gibt ja auch eine Menge Nachteile vielleicht. Und vor allem, solange die Struktur in der Lehrerbildung so ist, wie sie jetzt ist, wird das schwierig sein. Aber ich glaube, dass man darüber nachdenken muss und dass sich das Land darüber Gedanken machen muss, wo wollen wir mit Minderheitensprachen überhaupt hin. Und das geht dann natürlich auch in die Struktur rein. Hört man das Strukturen en dat Arbeit von der 4 nordfriesische Spreche-Institutionen wiederkommt, dort schall die Zukunft wissen. Binne. Binne. Die Biene. Wissen? Je bin. Wissen? Je bin. Deich. Dick. Wissen? Dick. Finden. Wissen? Finne. Wissen? Finne.
bleiben. Blöwe.